Kim. Ja, schon. Wir haben etwas gemeinsam. Wir haben anzufangen, wo wir viel über Sex müssen schwätzen. Das ist richtig, ja. Wie ist das so für dich? Ist das schwer oder hast du mich darunter gewinnen? Nee, ich fand Sex relativ cool. Und am Anfang cool können auch auf der Arbeitsplatz einfach ungeheim über Sex zu schwätzen. Sie will mit der Klientel, wir an der Equipe, manchmal sind wir dadurch, dass man wirklich schon im Arbeitsstunde konfrontiert, sie relativ open und cool. Ich merke bei mir, ich habe 2 Jobber, einen beim Sex-Podcast und einen bei einer Zeitung. Das ist dann aber immer ein bisschen unterschiedlich, als wenn dann am Kopf dann heißt so, muss switchen, wie open über verschiedene Sachen kann oder soll schwätzen. Also ich merke dadurch am Privaten, so Sachen wie HIV oder so, Sex schätze nicht ganz einfach und da merkt ihr dann aber, dass das für Leute halt so mehr Tabu ist, wenn ihr nicht am Alltag so, man nicht mehr konfrontiert ist. Ich kann feststellen, dass gerade HIV, dass da aber ein bisschen anders ist wie just über Sex, weil das normalerweise mit etwas Flotte verbunden ist und dann HIV, dass so in Damoklesschwert wird, bis er so über die Leute schwirft, wo ihn dann vielleicht nicht unbedingt will darüber schwätzen, weil er doch immer noch mit Tod konnotiert ist. Ja, in HIV bleibt so eine Infektionskrankheit, die irgendwie mit etwas Knochischem verbunden ist. Ne? Die Leute sehen das so ein bisschen als in den noch HIV ist, das bist du selber du schuld, weil du bist das ja selber sicher gerne, ne? Also sie wird lo, weil der Sex den nicht geschützt war oder weil du Droge konsumierst oder bist du so an dem Dingen an. Das Mann mit Tod konnotiert, mit bleibt aber noch immer nicht heilbar. Das heißt, kann ihn zwar heute modellieren, für den diese Lebenserfahrung, aber das trotzdem etwas, wo bleibt, ne? Und ich meine, wie du auch so ist, Domat geht den absolut nicht offen weil an unserer Gesellschaft noch immer mega diskriminiert und stigmatisiert ist. Datei aus Mayway Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Mayway Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Dir hattet vielleicht schon gemerkt, lässt Mayway Sex, mein Name ist Joellen schon haut. Kim am Studio schafft bei der HIV-Beratung. Moi Kim. Hallo. Wir schwätzen heute über den Thema, ja, was nicht so flott ist wie viele andere Themen, mit denen wir uns im Podcast beschäftigen, was aber enorm wichtig ist, wo du siehst, schwätzen nicht so open drüber, wir wollen dann halt aber open drüber schwätzen. Und es geht auch ein bisschen in Datum, wie es dem drüber schwätzen, das ist den 1. Dezember, das nächste Sonntag, wenn dieser Podcast läuft, wenn er rauskommt, und das eben den Welt-AIDS-Tag. Genau. Das ist für euch wahrscheinlich auch dann ein wichtiger Tag oder in der, wo viel erbig ist. Ja. Das ist immer eine Zeit, wo viel dreht. Auf alle Niveaus, sie haben Taster, Prävention für echte Junker, für alles empfangen, ein mega wichtiger Moment am Jahr. Das ist für alles, was musst du bei der HIV-Beratung und was möchte HIV-Beratung insgesamt so? Ja, also die HIV-Beratung ist ein Service von der Croix-Rouge. Ein Service, den schon relativ lang geht, an den sich für Leute stark mischt ersetzt, die HIV-positiv sind, für und allem. Ne? Das heißt, wir haben verschiedene Missionen, als Hauptmission, also am Anfang natürlich Infektionen zu verhindern. Sie wird HIV-Infektionen, mehr am Anfang der Name HIV-Beratung steht nicht just für HIV, aber den H ist eben für Hepatiten, den I ist für alles, was IST ist, das heißt IST, sexuell übertragbare Infektionen, und dann den V für auf Französisch VIH, wo man da wirklich alles mit dran haben. Was wir machen, sind ganz viele Niveauen, das ist am Anfang viel Prävention, sie wird an den Schulen, Prison und so führen, das heißt das E-Volley, in andere Volley ist alles, was Depistage ist, das heißt Taster, wo wir Schnelltaster anbieten, für HIV, Hepatitis C und Syphilis. Und dann den dritten Wolle ist wirklich die Leute, die betroffen sind, die HIV-positiv sind, ihnen so gut wie möglich ein Umfeld zu bieten. Okay, vielleicht fängt man ganz von 4 an bei den Definitionen. Also ich glaube, natürlich ein bisschen nur Gesicht, wo ich mich viel berät habe. Und am Anfang ich mir so gedacht, am Anfang weißt du das ja alles so aus der Bio, das ist immer gut abgepasst. Und dann habe ich gedacht, ja, HIV, das ist der Virus, den HIV-Virus, und AIDS, das ist Krankheit. Und dann habe ich nur gelesen und gedacht, okay, mir AIDS ist nicht wirklich eine Krankheit, so wie in der Schnapp hört, und eine Krankheit, mit das ist ein ganzen Bündel von Krankheiten. Genau. Das ist den HIV, wie du richtig siehst, das ist der Virus. Oft sind Leute, den ist AIDS krank, ne? Aber selten sind Leute AIDS krank, sie sind also einmal vom Virus betroffen eben. Das heißt, auch wenn ich mich halt mit einem Virus ausstechen, da wäre ich mal als echt HIV-positiv immer irgendwie vom AIDS schwänzen. Denn AIDS ist wirklich
Also kann ich schon so, dass dem Moment, wo die Leute krank sind, weil in den HIV positiv ist, das merkt ihr nicht, ne? Das fängt ihr nicht an, das auszusehen. Oft merken die Leute nicht, ne? Das ist für die gar keine Symptome. Bis dann irgendwann der Punkt kommt, wo der Virus mein Immunsystem so aufgeschwächt wird, dass es am Anfang nämlich stark genug ist, für sich gegen banal Grippen oder Lungenentzündungen oder so zu wehren. Aber wenn ich dann davon betroffen bin und mein Immunsystem das nämlich dreht, das nämlich packt, da schwätzt man wirklich dann vom AIDS-Stadium. Mit das geschieht leider oft recht nur langer Zeit, aber ich will mich nicht tasten lassen, also recht da, wo ich merke, dass irgendwie ich mich angestochen am HIV. Es kann ich immer eine Retour machen, mit geht eben mehr schwerer Stand. Ich meine vielleicht darüber, wen der Virus kann kreieren, das nicht vielleicht noch in einem Sex-Podcast darüber schwätze, weil ich meine, dass ungeschützten Sex, sowohl Vaginalverkehr wie auch Analverkehr, was nicht die einzige Maniere, sich für Sex zu haben, sind eigentlich die größten Überdrohungsvektoren. Ja, wenn ihr ein bisschen halt zu Lützburg guckt, sind die 75-80%, wo wirklich über sexuelle Kontakt, wie du so ist, eben vaginal oder anal, überdrohen geht. Ne? Wenn sich überdreht, muss in 3 Konditionen erfüllen. Das ist die erste ist eine Körperflüssigkeit, die du hast, wo der Virus kann dran sein. Das ist einmal der Sperma, Vaginalflüssigkeit, an Blut. Auch Mammelmilch, das ist beim Sex Echter nicht nicht der Fall, gibt das zwar nicht so oft. Genau. Und der zweite, was man braucht, ist eine Körperöffnung. Ne? Das heißt, alles, was Schleimhaut sind, Penis, Vagina, Anus, mehr aber auch an Nuss und auch den Mund. Das heißt, auch den Oralsex schwarz macht von einem Risiko. Und das ist natürlich viel mehr Klang, ne? Weil die Droge und Treibung ist nicht so groß wie beim Vaginal oder noch anders beim Analverkehr. Und dann der dritte, Kontakterreifung. Das heißt, wenn man die 3 Konditionen erfüllt haben, eine von den Körperflüssigkeiten, Körperöffnung und Kontakterreifung, gehen wir von einem Risiko für eine HIV-Infektion aus. Gibt immens viel Mythen, also vielleicht kommt eine Zeit lang auch ziemlich viel Panik rund um HIV, ja, die wahrscheinlich wo berechtigt wäre, wohin dann, wie auch schon mal Angst hat, Leute umzupacken oder zu kussen. Also ich habe gelesen, dass den zum Beispiel über Spout, über Schweiß, über Tröpfcheninfektion, also wenn den Schnapp hört, an über Tränen sich nicht ausschließen kann. Nee. Also da muss ich, wenn ob ich kreischt, muss da keine Angst tun. Nee, auch aus dem selbsten Glas kann ich trinken, kann ich selbst Fruchtschwert benutzen, kann ich sich kussen. Genau, all die Körperflüssigkeiten, die du abgezählt hast, auch Urin oder so, kann der Virus nicht beinhalten. Ne? Das heißt, du kann ganz viel Angst am Funk geholt gehen, weil die ganz viele Leute, die ne, immer meinen, dass ich über Spout kann ausstechen. Ne? Und das ist relativ dramatisch, ne? Weil da gibt ja bei all Kuss, wo ihn mal einem hat, wäre in einem Risiko Risiko, ja. Das wird ein bisschen schwierig. Und so Kondome für Zungen stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Das schenkt man nicht so gut zu sehen. Gibt das lektischer gehen? Genau, wollte ich auch gerade ausschwatzen. Also Lektuch als eine Barriere, die aus einem Material aus ähnlich wie Kondom, die wird eng Vulva oder wird in Anus kalieren, für du können zu lecken, ohne das Risiko zu haben, sich unzustärken. Mit Infektionen, also HIV, mit gibt natürlich auch andere Krankheiten, mit denen sich Kind ausstärken. Genau. Das ist auch du alles, was bakterial ist, was sich ganz einfach überdreht, wie Chlamydien oder sogar eine banale Pilz, wo ich kann haben, kann ihn dann trotzdem so Oralsex haben, ohne ein Risiko ausgesagt hin. Ein kleinen Trick vielleicht auch von der Kelaktor hört, weil finden sie nicht so gut. Ja. Ne? Also sie sind, kann ihn zum Beispiel im Internet bestellen, vielleicht auch an Optik bestellen. Der Sigal, den hört sie bei uns, kriegen sie Heinz durch. Schon gerade vorhin. Mit einem einfachen Trick, dass ihn einfach ein Kondom hält, an den abschneidet, wo innen zu ist, und dann am Anfang einfach aus den zieht. Das ist dann auch schon Gleitgel drin. Das ist natürlich nicht so groß wie ein Laktor. Ein Laktor ist ein bisschen mehr groß. Aber wenn nicht wirklich muss sein, kann ihn sich so auch mal ein Kondom aushöhlen. Mir ich weiß nicht, wir haben das am Podcast manchmal nicht gesagt, weil viele Episoden bis mir lang am 4 als abgeholt sind. Wir haben mittlerweile mehr wie 6 Kondome. Wir hatten 4 für da eine Anleitung drauf zu drücken. Das ist aber leider aus technischen Gründen nicht gegangen. Aber wir haben sie manchmal dabei gepostet. Also es gibt irgendwo bei den Social Media Sachen, wir können da wo alles näher posten. Ich meine, dass man das an diese Shownotes in dem Podcast verlinken, wie kann das einen Kondomen leck durchbasteln. Das ist natürlich ein bisschen schwer, dass die Notiz überhaupt nicht so bekannt ist und auch nicht so verbreitet. Also so Kondome kriegt ihr überall, überall, sogar oft für nichts ausgedeelt.
mehr lektischer von ich schon nicht. Das ist richtig, ja. Und etwas anderes, wenn man von den Tieren schwatzen, ist auch den weiblichen Kondom, wo quasi nie davor geschwart wird, ne? Wo aber auch so viele verschiedene Frauen 4D kann sehen, weil ein bisschen mehr weit auch geht, natürlich auch am Fall von einem Pilz oder so, als den Klöpse matt aufgedeckt von der Vulva, natürlich du kann ihn sich auch so schützen. Und ein großes Viertel ist, kann ihn am Voraus undoen. Das ist schon präpariert. Das ist präpariert, weil oft kann man Geschichten erzählt, schwarz voll für nach irgendwie etwas zu benutzen. Und klingt nicht ganz sexy, den unzudoen, irgendwo hingeht. Das ist aber eigentlich Möglichkeit, ne? Ich meine, da muss ich einfach ein bisschen, auch Kondome sind immer ein bisschen so steril und das ist ein bisschen so ein Break oft. Aber ich meine, muss ich das einfach mit ablangen einerseits, und andererseits kann ich sich auch Sachen ausdenken, die das mich flott machen. Also, sie wird einfach in die Sachen zu summen und sie wird die andere Person an der Zeit etwas möchte, wo ich Spaß dran habe. Schon viel natürlich auch oft etwas mit natürlich gehen zu dienen, wo man so eine komische Idee am Kopf und der Sex müsste irgendetwas sein, was komplett natürlich ist, also wenn dann die Kondome gehen, das ist dann irgendwie unnatürlich. Und ich fand, soll ich so viel Hilfsmittel benutzen, wie brauche, wie ich für richtig finde, also auch Gleitmittel fand ich. Das ist heute nicht unbedingt mit HIV zu dienen, aber ich fand, dass das auch enttabuisiert gehört, dass den du sich nicht muss schummeln für Gleitmittel zu benutzen. Also, ich bin da nicht ganz recht, weil es schon etwas mit HIV zu tun, weil wenn ich zum Beispiel Analverkehr hat, also es absolut rekommandiert, Gleitmittel beim Kondom zu benutzen, weil es verringert das Risiko, dass das Kondom futtig geht. Und verringert auch die Drogenreifung, ne? Das heißt, du hast dann das Risiko, ein bisschen mehr klein, soll nicht heute das Gleitmittel gegen HIV schützt. Kann helfen. Neben der Idee, dass es vielleicht mehr angenehm ist für die Person, also eben auch ein Mann ein größeres Risiko, dass ein Kondom futtig geht. Also, vielleicht benutzt Gleitmittel an. Wie mir eine kranke Person gesagt hat, kann ich nie zu viel Gleitmittel holen. Ja, das ist ein gut Absurd. Bei der HIV-Berodung kriege ich auch Gleitmittel, falls das ein nächstes Roh wäre. Wir haben darüber geschwärzt, wie man sich schützen kann. Also wir haben von einem lieber Kondome elektischer geschwärzt, also quasi eine Barriere zwischen sich und einem potenziellen Virus abrichten. Es gibt aber mittlerweile, und das ist ein bisschen mehr neu, ob man es für als Generation Treatmenter, die können helfen zu schützen. Und die verstoppen sich an zwei Aufkürzungen, die relativ ähnlich klingen, den PEP und den PrEP. Willst du das ich da erklären oder was? Ja, weil ich muss so, ich weiß zwar ungefähr, weil das ich Kinder probieren zu erklären, mich schon mengen, dass du mehr Ahnung davon hast. Wir können einfach mal, wir können doch zusammen probieren. Ja, können wir zusammen. Können wir. Aber mit was wir anfangen? Vielleicht fangen wir einfach mit der PAP an, weil ich meine, das ist relativ etwas, wo manche Leute nicht genug darüber informiert sind, aber wo oft kennt, davon vielleicht Gebrauch machen, wenn ihr misst. PAP kann ihn sich am Anfang bis vorstellen für wie die Pille, für du noch. Mehr halt kennt eine HIV-Infektion. Das heißt, wenn ich Haut ungeschütztes Haxe, mir geht der Kondom futtig. Oder in ganz anderer Situation, ich picke mich von einer Null, kann ich noch etwas erholen für eine HIV-Infektion zu evitieren. Das heißt, das am Anfang ein bisschen so Post-Treatment, das heißt PAP, heißt auch Post-Exposure-Prophylax. Das ist dann eben ein Pille, die ich einen Monat lang muss holen. Das ist relativ effikaz, wo die Chance wirklich groß ist, dass ich mich nicht mit einem HIV infiziere. Das Allerwichtigste ist, die erste Dosis muss so sehr wie möglich angeholt gehen. Also das schon mal bis zu 2-7 Stunden Zeit, auf Frankreich 8 oder 4 Stunden, das hast du gesagt, variiert. Das sind idealerweise ist wirklich so 4 Stunden danach. Kriegt den am Sergal zu Straßen, Centre Hospitalier, 24 Stunden auf 24. Das heißt auch da, sie wird nutz oder egal wen nie, einfach ein Sergal fahren und waschen direkt auf den zweiten Stock, weil ich nicht noch Zeit verliere, wo sie dich an die Urgence checken oder so irgendwo. Und dann wird das für den Doktor natürlich evaluiert, weil das ein Treatment, was viele Nebenwirkungen hat, mit das ganz effekaz. Das heißt, Levanke zu viel dahin gehen und da sieht ein Doktor, Situation ist nicht rekommandiert, wie die Chance zu verpassen. Und das vom Treatment hier ein bisschen so, wie das, was die Leute kriegen, die mit HIV infiziert sind. Das kriegen da quasi in einer Mini-Dosis. Genau, das ist ein Antiretroviral. Das heißt, den kann ich ein bisschen vorstellen, der sperrt so die Zellen vom Immunsystem an, für das dann der Virus sich nicht undocken kann,
weil ich das ganz banal will erklären. Und so kann am Anfang nicht vom Organismus abgeholt gehen. Und so kann es nicht zu einer HIV-Infektion da kommen. Dafür muss es dem noch so sehr wie möglich geschehen, weil sobald ein Virus und den Zellen ugedockt ist, kann ich am Anfang nichts mehr machen. Dann geht es nach der PrEP, Genau. den wir kurz ugeschwärzt haben. Und da das von Strichverstand ein bisschen die umgedrehte Version, Richtig. die hält nämlich 4 und länger Risikosituation Genau. und du hast die Chance dann auch relativ gering, da den sich ausstößt. Ja, das heißt das Pre-Exposure-Prophylax. Das ist auch ein Antiretroviral, das war eine andere Zucht von Medikament. Wie du siehst, ja, toll, den nicht ihren Sex hört, ihren ungeschützter Sex hört, voll verstanden, schützt aber just gegen eine HIV-Infektion. Ne? Das heißt, wenn ich dann trotzdem Sex ohne Kondom habe, muss ich aber nur noch regelmäßig Taster machen, ob andere sexuell übertragbare Infektionen. Wie kriegt ihr das? Weil es lebt alles über den Doktor. Und das heißt, das war so, zuletzt wird er doch remboursiert von der Krankenkasse, lief gerade alles in einem Pilotprojekt. Auch da ist das Sergal, den Centre de Référence, so ein bisschen alles, was Maladies infektiös sind, am besten immer an Sergal. Die kennen sich da am besten immer aus. PrEP kann ich auf 2 Art und Weise holen. Ich kann es entweder all da holen, da sind ich zu einem Moment geschützt, gegen HIV. Oder ich kann so ich will wieder eine mega Sucht, die an ich werde ungeschütztes Sex haben, ich werde das nicht kontrolliert kriegen. Und da kann ich sie wirklich alle den Mund holen, so ein bisschen 2 für die Runde nach selber nachhalten, die Stunde noch. Und da sind ich für das Event da geschützt. Das am einfachsten bleibt immer noch den guten alle Kondom oder das Lekto. Ich meine, muss ich ein bisschen so gesehen als ein Palette von Optionen, die ich schon jeno sie wird an erstens wenn lebensphase sehen mit wem hun ich Sex also mein Partner also one night stand wo ich muss wirklich überlegen wie gehe ich das ne? Ich meine wenn eine Person ist mit der ich regelmäßig Sex habe, kann ich auch einfach mit der Person einen Test machen gehen wenn als 2 Taster negativ sind und ich vertraue der Person natürlich ne Vertrauen also größt wird kann ich auch die Decision dann holen der Kondom wasch zu lassen. Ne? Also für allem sind Männer in der PrEP. Ich meine, heute ist es eine Frau, die in der PrEP ist. Aber bei den Männern sind nicht hauptsächlich Männer, die mit anderen Männern Sex haben. Das ist schon so die Population, die das Utilo benutzt. Oft wird es erst auf eine Kurzzeit benutzt. Ich habe mich gerade von meinem Partner getrennt und ich habe ein bisschen Lust, frei, ungeschützt, mit vielen Leuten Sex zu haben, wo ihn dann Heinz auch sich dann nicht, auch wenn ich mal Heinz oder Kondom benutze, mir quasi so eine Zusatzprävention dann dabei holen. Ja, kann ja auch immer beim Kondom etwas schief gehen. Also das von Genau. nicht falsch wäre, sich zusätzlich noch zu schützen. Aber ich fand, dir will nicht so eine gewisse Angst vermitteln. Ne? Sex soll ja wie es auch so Spaß machen. Ja. Und manchmal nur so viele Gedanken machen, wie ich mich da nicht ausstechen kann, mich dann vielleicht auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ne? Ich meine, wenn ich die richtigen Sachen anhalten und aufpassen, kann ich dann trotzdem noch den Spaß beibehalten, ohne mich da irgendwie verrückt zu machen. Dann schwätzt man vielleicht über Testen. Ja. Das ist schon ein paar Mal ugeklungen, dass du das ugeschwärzt hast. Wo kann ich eigentlich zu Lützburg testen lassen? Also so Teams ugeschwärzt, das von Strichverständung so eine Mobilunität, die innerhalb von der Woche auf verschiedene Plätzen stoppen möchte, wo ich da kann hinkommen. Ich weiß, dass das immer Donnerstags am Siegal ist. Ja, das ist leider momentan nicht, weil das Siegal plönnert. Genau, also wo kann ich sich testen? Aber vielleicht erklären, was für Möglichkeiten nicht gehen. Nämlich am Anfang 2 an seit ganz kurz am Anfang 3 Möglichkeiten in Tests zu machen. Ich kann die ganz klassische Blutanalyse machen. Ich gehe bei meinem Doktor, ich muss meine Ordonnance verschreiben. Ich muss aber betonen, dass ich will den HIV mit testen lassen, weil kein Doktor kann einfach so den HIV auf eine Ordonnance schreiben, ohne dass ich mein Aufverständnis kenne. Ich muss das fragen. Da kann ich an das Sergal gehen, wo auch eine Blutanalyse gemacht wird, aber du brauchst keine Ordonnance. Das heißt, die haben da so Permanenzen, wo ich da kann einfach hingehen und die machen meine Blutanalyse. Du musst aber 2 Tage warten, bis ich mein Resultat habe. Dann gibt es den Schnelltest. Das heißt, das kann ich eben immer, wie du so am DIMS, an unser Kabinett machen. Du findest noch am Site dims.alu den Kalender, wo wir immer sehen. Und dann aber auch ganz bequem bei uns am Büro an der HIV-Beratung.
heute Bönewich, wo Mondays am Mittwochs wo 5 bis 7 Permanenzen sind, wo ich einfach ohne Rendezvous kann abtauchen. Es läuft immer alles anonym auf, das heißt, du brauchst nur nicht irgendwie Angst zu haben, und das gratis. Ich habe den Anfang gepickt, wie viele Leute kennen vom Zucker müssen. Und dann gibt es so ein bisschen chemischen Verfahren gemacht und da quasi eine Minute noch haben wir schon das Resultat, ob es positiv oder negativ ist. Und da ganz neu kann ich mir auch selber und Tasse an der Optik kaufen. Also seit letzten Samstag auch am Kaktus für 20 €, meine ich, kostet am Kaktus. Okay. Und da kann ich mir selber meinen Test bequem daheim machen. Und das quasi Ohre-Schnelltest. Das Ohre-Schnelltest. Wichtig ist vielleicht zu wissen, alles was Blutanalyse sind, wenn ich heute eine Risikosituation habe, muss ich 6 Wochen warten, bis ich wirklich klar definitiv das Resultat habe. Aber beim Schnelltest und auch beim Autotest, den ich an der Apotheke kaufe, kann ich in 12 Wochen. Das ist da das Umfang, den Hauptunterschied zwischen Blutanalyse und den Tester. Wie viele Leute kommen sich dann so testen? Ich gehe so an der Moyenne pro Oven, sind wir aber bei 10 Leuten. Aber da klingt nicht nur viel, ne? Ich muss sich vorstellen, das sind 2 Stunden, wo man Permanenz holen. Und das ist immer bis noch mit einem Gespräch verbunden, ne? Das ist immer ein Psycholog, ein Firma dabei, und wo man bis mit dem Klient gucken, wie weit könnten, hatten eine Risikosituation, wissen alles, was so Präventionssachen sind. Und das ist relativ cool, weil du trauen Leute dann noch Fragen zu stellen. Ne? Das ist Leute zählen. Du hast ja gesagt, wie viele über Sex schwatzen. Ne? Gerade du hast den Moment, wo ganz viel über Sex geschwatzt wird, wo die Leute bis in hier Situationen erklären, wo sie unsicher sind, war das Risiko oder nicht. Und auch wenn dann so ein Test positiv wäre, begleiten wir dann natürlich auch Personen an den nächsten Schritt. Ne? Wie steht ihr zu den Autotesten? Hast du den gut sehr? Ja, natürlich, weil ich meine, das Allerwichtigste ist, dass so viel wie möglich Leute sich testen lassen, weil am Anfang oft die Leute, die den HIV überdrohen, nicht selber gar nicht wissen. Ne? Das heißt, wir schwätzen immer von den Ziffern von den Leuten, die es wissen, aber es sind ganz viele Leute draußen, die es nicht wissen und die so dann den HIV weitergehen, ohne überhaupt zu wissen. Ich muss natürlich wissen, wenn eine Person den Test allein daheim möchte, ob war den sich du alles. Ne? Wenn so ein Test mal positiv ist, das ist natürlich eine ganz Erklärung dabei mit den nächsten Schritten und Telefonnummer Kontakte. Aber ich meine, du musst schon bereit sein, das auch irgendwie zu machen. Ne? Du wolltest schon ein bisschen auf das letzte Thema rüberschwenken. Und zwar bist du so wen Lützburg betroffen ist und vielleicht auch wie mittlerweile das geht, wann ihn dann positiv ist. Mittlerweile als Medizin aber relativ weit und Behandlungsmethoden sind relativ gut, sodass bei verschiedenen Leuten schon der Virus nachweisbar ist. Genau, das ist manchmal mega wichtig Stichwort, ne? Weil eine nachweisbar was heißt das? Wenn ich positiv bin, gehe ich direkt an ein Treatment gesagt, das heißt, ich muss am Prinzip aus einem Pöll den Tag, weil die vielleicht auch so aus den 80er kennt, so grob voll Pöllen, die ich alle muss holen, das ist gar nicht mehr der Fall. Das ein Pöll den Tag, die ich zwar immer muss alltag holen, zur selben Auerzeit, das heißt, soll den doch nicht banalisieren, bleibt eine Infektion, die nicht heilbar ist, aber ich kann die modellieren. Das heißt, die Pöll, die sperrt ein bisschen den Virus an, sodass mein Immunsystem rekuperieren kann und dass es bis auf einen Punkt geht, wo die Charge viral, also die Zahl vom Virus, so gering ist, dass ich keine andere Person mehr den Virus kann überdrohen. Das heißt zum Beispiel von einer Koppel, wo die eine positiv ist und den anderen negativ, können die dann auch ein ungeschütztes Sex haben, ohne dass den anderen infiziert wird. Das heißt auch, ich kann Kinder kriegen, wenn ich HIV positiv bin. Ich kann nicht so eine komplett normal sexuelles Leben führen, weil, wie man ja vorher schon so denn bleibt stigmatisiert, diskriminierend an so viel. Aber auch für meine Gesundheit heißt das schon dieselbe Lebenserwartung wie in den Negativers, was wirklich ein ganz großer Schritt manchmal in der Medizin ist. Das ist kein Todesurteil mehr, absolut nicht mehr. Mir das vielleicht noch als Jugendlicher angetrieben gut, wie du so dachtest, angeschwärzt, wäre das Thema ja ganz, ganz groß. Ich will auch einfach, weil wir am Podcast aber viel über queer Lebensweisen schwätzen, auch einfach ausschwätzen, dass HIV, AIDS an die queer oder die Schwul-Community, jedenfalls an den USA, ich meine, das war überall ein bisschen an der westlichen Welt so, dass den immens große Lern dazu geht, weil eben am Anfang für allem, wie es so Männer, die Sex mit Männern haben, die Krankheit hatten, und
an am Anfang auch wirklich, dass nicht die Menschen darüber geschwärzt gehen, dass ich da so gesagt gehen, ja, da das so die Strophe von der Natur dürfen der dir so komische Sex hat. An wo die echt Treatment rauskommen sind, wären Preise immens hoch, und man in den USA. Und da gibt ja auch große Demonstrationen und eine große Solidarität innerhalb von der Community, die aber ein bisschen Dank hat, sie gibt tatsächlich aussterben. Also das wären wirklich keine Scheinzeiten für die Queer Community. Und das Schönste gesehen, wie weit man hat mit einer Akzeptanz und einer mit toleranter Gesellschaft sind, annehmen noch medizinische Fortschritte haben, die das doch erlaubt haben. Für allem Daten, ja. Ja, das ist ganz richtig. Wie erlebst du denn so die Verbindung, die HIV immer noch hat mit so Homofeindlichkeit oder so Auflehnung? Also ich merke ganz viel, das schon noch immer am Kopf verankert von den Leuten. Ich bin heterosexuell. Nee, ich meine noch kein HIV-Test, ne? Also so ein bisschen die Idee, wen uns betrifft, die Schwule. Also das ist wirklich so, wie die Leute sagen, sind die schwul, die drogesüchtig, auch vielleicht auch noch die Prostituieren, so ein bisschen an dem Langage, wo die Leute schwätzen. Und das ist wirklich nicht der Fall, weil du hast mich viel gefragt, wen heute lesbisch betroffen ist. Wenn man die Absolutzahlen guckt, sind die Menschen über Drogen, über heterosexuelle Kontakte. Ne? Natürlich, denn 12 von den homosexuellen Kontakten, also Männer, die mit Männern Sex haben, bleibt extrem hoch par rapport zur Population. Ja. Genau. 2017 ist sie extrem geklommen, wo ich wirklich sich muss vorstellen, wie was geschieht hat. Und da meine ich auch PrEP eine ganz gute Antwort drauf für die Population, für sich zu schützen. Das ist Sex-Podcast dafür. Ich meine, ein Faktor ist auch Droge beim Sex, zu den Männern Hemmungen, dank der Fleischmänner Prävention, aber auch den Akt vom Konsum. Der will aber auch nicht das vergessen, dass auch über Konsum den HIV sich trotzdem noch immer zu Lützburg überträgt. Er hat die letzten 15 Jahre bis eine Epidemie bei Leuten, die Drogen konsumieren, für HIV-Infektionen. Nur seit letztem Jahr ist das ein bisschen hochgegangen. Okay. Ich meine, da wir mal so ungefähr um Ende von diesem Gespräch. Okay. Vielmals merci, dass der Highway ist, Kim. Das ist ganz gerne geschieht. Merci für die Invitation. Das ist ganz gerne geschieht. Die Leute, die aber ein bisschen wie negativ angestellt sind, gibt es aber noch eine Rubrik vom Eli und ich schwätze über den Netflix-Serie, die ganz witzig ist. Und dafür könnt ihr dann all nach ein bisschen raufkommen von dem schweren Thema. Big Mouth ist eine amerikanische Comicserie, die seit 2017 auf Netflix lebt. Die zwei Hauptautoren basieren die Serie auf ihre sexuellen und relationellen Erfahrungen, die sie als junge Teenager gemacht haben. Sie sind noch in karikaturaler Form die Hauptpersonagen. Es kann die Big Mouth nicht immer ganz echt holen, und verschiedene Szenen sind ein bisschen übertrieben. Trotzdem werden viele Zuschauer sich mit dem Chaos, den Pubertät ist, an den auf eine witzig und frische Art und Weise erzählt kriegt, identifizieren können. Während dem Gucken hatte ich immer Momente, die mich meine eigene Pubertät erinnert tun, und es hat mich gefreut zu sehen, dass andere das genau so auch erleben. Die dritte Staffel von Big Mouth ist mehr politisch, mehr verrückt und überschritt mehr Grenzen wie die zwei ersten Staffeln. Protagonisten gehen immer mehr groß und entwickeln sich weiter. Wo dann der ersten Staffel nach dem Präpubertät gegangen ist, sind sie voll an ihrer sexuellen Entwicklung angekommen. Sie haben auf Ruhe mehr, probieren vieles aus, gehen verschiedene Risiken an und müssen sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Hier geht es unter anderem wie sich soll unduen, und was das bewirkt, was White Supremacy ist, und wie sehr ihn durchrutscht, Gefühle und Selbstkontrolle über seine Triebe verlangen. Es geht um die Belästigung von Minderjährigen, Superpoweren, Familie und Sexualität von den Eltern. Es geht um Inzest und sexuelle Grenzen. Es geht darum, mit all den Änderungen, die die Pubertät mit sich bringt, umzugehen. Ich wollte auf ein paar Personagen mehr im Detail eingehen. Personagen, die mir viel Fried bereden, sind Hormonmonsteren. Hormonmonsteren sind horische Kreaturen, die dauernd bockig sind und von der primären Sextriebe getrieben gehen. Sie verfolgen Teenagerinnen und probieren sie dazu zu kriegen, ihre Sexualität ohne moralisch und gesellschaftlich Filtern auszudrücken. Das metaphorische Personagen haben nicht mehr Sex am Kopf und treiben die Jungen dazu, ihre Sexualität so frei wie möglich auszuleben. Das feiert uns dazu befreiende Momente und oft zu peinlichen und witzigen Situationen. Ihr alter Egoen sind den Shame Wizard und Depression Kitty. Ein anderer Personage ist den Jay.
Jener oft op sich selber gestalt, seg ältere kümmere sich netmmen an seg Großbreder machen Ruf. Oni halt vun daheim an noni je geléiert zu hunn, wat sexuell Grenze sinn, lauscht der Teen op seg sexuell Trieber a fantaséiert Sex mat Kössen zu hunn oder mat engem Truthahn. An der dritter Saison stellt hi sech viel froh iwwer seg Sexualität a probéiert herauszufannen, ob ihr schwul ass, bisexuell oder abst du tschend, awer der Teech sech sexuell festzulehen an dat den andere mat ze deelen. An da gëtt nach de Coach Steve. Dësen Erwussenen huet eng mental Beanträchtechung anders oft verloren. Hi krit seg ege Grenze schwéier definiéiert, a wees half Zeit doch net richchte schwarz mat dem Geschicht. Dësen traurschen awitzesche Personage weist op eng subtil Aderweis wie schwéier et ka sinn, seg Sexualitéit auszuliewen, wann en anecht ass. Big Mouth ass einfach ze kucken, witzech an schwätzt sexuell Themen op eng edukativ an spielerischer Aderweis déi Seelen op der Tele an noch sos an de Medien ze gesikrit. An du? Willst du auch von dem Hormonmonster singen Plüschpenisse adoptieren? Willst du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis op sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freue meis immer. Ihr fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper.